Wie herrlich ist es, hier zu sein. Es ist wirklich ein Privileg, überall, wenn du dort irgendwo bist, eingeladen wirst, zu predigen. Und ich finde es ja so eine wunderbare Kirche. Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, was ihr für Pastoren dort habt. Matthias ist so, ich habe dich vor ein paar Jahren kennengelernt, eben als wir ins Movement kamen, auf einem Pastoren-Gathering. Und was ich so sehr an dir schätze, ist so dein Herz, das brennt für Jesus. Und was willst du als Pastor mehr haben? Oder als Kirchenbesucher, wenn du in der Kirche bist, wo dessen Pastor das Herz für Jesus brennt. Und habt ihr noch einen hervorragenden Theologen noch gleich mit dazu bekommen? Also deswegen, wenn du hier bist, du bist in der richtigen Kirche. Stream, wenn du das erste Mal reingeschalten hast, brauchst du nichts anderes angucken, bist hier genau richtig. Also wirklich vielen, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Und du sagst, du hättest Stress mit der Kleidung. Der Stress ist eigentlich bei mir. So, weil wenn alle denken immer so, der ist gut angezogen, das gibt ja so ein bisschen Druck. So, du darfst ja kein Fauxpas leisten. So, du kannst ja nicht irgendwas anziehen und denken, ja, mal schauen, so, sondern jeder, der das weiß, sagt, okay, jetzt guck mal, der muss ja irgendwas Besonderes anziehen. So, das war ein Riesenstress für mich. So, jetzt ist es so, gerade jetzt bin ich den ganzen Tag heute unterwegs. Wir essen heute Mittag vielleicht was und dann kann es ja ein bisschen dreckig werden, deine Klamotten. Und dann stehst du abends nochmal auf. Das ist ja, du brauchst ja eine Auswahl. So, du kannst ja nicht einfach nur irgendwie was anziehen, sondern du musst ja auch gucken, dass du für alle Situationen vorbereitet bist, oder? So, du guckst, wo werde ich vielleicht parken. Und das heißt, immer wenn ich irgendwo bin, muss ich so eine gewisse Auswahl dabei haben. So, ich habe noch ein T-Shirt mit dabei, so je nachdem, falls was. Ich bin also vorbereitet. Ich möchte euch noch ein Foto zeigen. Zum Beispiel Schuhe. Kannst du nicht einfach Schuhe anziehen? So, jetzt denkst du vielleicht, Schuhe, das Foto, wo ich euch mitgebracht habe, so meine schwarzen Schuhe. Haben wir das? Haben wir das Foto? Wenn nicht, ist nicht schlimm. So, du brauchst also immer eine Auswahl von Schuhen. Weil je nachdem kann ja sein, dass du, genau, kleine Auswahl. Also das sind jetzt nicht alle schwarzen Schuhe, die ich habe, sondern kleine Auswahl. Weil du brauchst ja für jede Option, brauchst ja die richtigen Schuhe. So, was ist, wenn du irgendwie hinkommst und der Parkplatz ist nicht geteert? So, sondern du musst erstmal durch den Dreck laufen, sondern du musst für alle Optionen gerüstet sein, denn man weiß ja nie. Kennst du das? Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was mich erwartet. Und ich sage euch ganz ehrlich, dieses man weiß ja nie, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, das ist ganz schön schwer. Das bringt so einen Druck auf einen, ich weiß ja nie, was passiert. Man weiß ja nie so, wie ist die Erwartung, wie ist das Wetter, was muss ich alles mitnehmen. Viele Leute packen so ihren Urlaubskoffer und sagen so, vielleicht gehen wir mal essen, vielleicht werde ich irgendwo eingeladen, vielleicht ist es warm, vielleicht ist es kalt. Aber dieses man weiß ja nie hat mir so die Freude am Reisen geraubt, weil du packst ja alles ein und am Ende vom Urlaub bringst du 2/3 vom Koffer wieder mit, weil du einfach zu viel dabei hattest. Aber du warst vorbereitet. Man weiß ja nie. Aber ich habe gemerkt, dieses man weiß ja nie ist so eine schwere Last in meinem Koffer. Man weiß ja nie, welches Wetter ist. Einpacken. Man weiß ja nie, was passiert. Packst du mehr ein. Und ich habe gemerkt, dass es nicht nur eine schwere Last im Koffer ist, sondern es ist eine richtig Riesenlast im Kopf. Dieses, man weiß ja nie. Und ich habe die letzten Jahre versucht, mir das wie abzutrainieren, dieses, man weiß ja nie. Gut möglich, dass du dir vielleicht für Schuhe keine Gedanken machst. Aber hast du dich mal gefragt, was dein man weiß ja nie ist? Man weiß ja nie. Und wir sind jetzt schon mittendrin in der Serie Travel Light. Wir sind mitten in der Serie Travel Light. Heute geht es um frei von Religiosität und von Gesetzlichkeit, weil dieses man weiß ja nie, sieht bei dir vielleicht anders aus. Bei dir sind es vielleicht keine Schuhe im Urlaub, bei dir ist es vielleicht keine Klamotten in deinem Koffer, aber vielleicht ist dein man weiß ja nie so in Bezug auf Glauben. Man weiß ja wirklich nie, wie Gott wirklich ist, oder? Man weiß ja nie so, was mich noch erwartet in meinem Leben. So, habe ich alles richtig gemacht? Lebe ich mein Christsein gut und richtig? So, ich habe einen Wunsch, das richtig zu machen. Aber so ganz ehrlich, zu mir selber weiß ich gar nicht, was passiert denn, wenn Gott wiederkommt.
Man weiß doch nie, was am Ende nachher vielleicht doch rauskommt. So klar haben wir eine Vorstellung und wir malen uns die Zukunft und Jesu Wiederkunft und alles so ein bisschen aus, aber man weiß ja nie, ist vielleicht auf deinen Glauben bezogen. So, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Habe ich das Richtige geglaubt? Habe ich das? Ich habe ja mal geguckt, was sagt mein Pastor und habe mir auch noch zusätzliche Sachen. Aber weiß ich wirklich, ob ich nicht vielleicht doch was falsch mache? Ob ich vielleicht doch irgendwie eine versteckte Sünde habe? Ob ich vielleicht doch irgendwie was in meinem Lebenskoffer mit drin habe, was mich nachher zu Fall bringt? Man weiß ja nie. Und vielleicht habe ich dein Beispiel gerade nicht aufgezählt, aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere gerade wie diese Last merkt, so, oh ja, stimmt. Man weiß ja wirklich nie. Schließlich sehen wir Gott ja nicht. Schließlich kann man ja nie sicher wissen, was er wirklich meint. Der eine sagt das, der andere sagt das. Und du sitzt hier und denkst dir, mein weiß ja nie, sieht vielleicht so und so aus. Und ich glaube, jeder von uns oder die meisten von uns, ob du hier sitzt, ob du am Stream dabei bist, merkt man weiß ja nie. Und vielleicht spürst du jetzt gerade diese Last, die in diesem man weiß ja nie auf dir lastet. Man weiß ja nie. Ist dieser Gott, dem wir folgen, ist dieser Gott, an den ich glaube, ist es so, wie ich an ihn glaube, dass ich jeden Sonntag in die Church gehe, dass ich vielleicht in einer Small Group bin? Ist es richtig oder man weiß ja nie. Und ich möchte heute gern über dieses man weiß ja nie, weil als Christ haben wir ja so unsere persönlichen und die biblischen 10 Gebote im Kopf. Oder du hast Forderungen, du weißt, wie man als guter Christ lebt. Du weißt, was man machen sollte, was man nicht. Vielleicht hast du die 10 Gebote auswendig gelernt. Und wir als Christen sind ja moralisch so gut drauf, oder? So, wenn du das erste Mal hier bist in der Kirche, denkst du vielleicht, oh, von was redet der? Aber du könntest wahrscheinlich sagen, egal ob du schon lange mit Gott unterwegs bist, vielleicht noch nie in der Kirche warst oder gerade am Stream vorbei zuschaust, sagst du, ich könnte schon so grob sagen, was die Christen moralisch gut und schlecht finden. In Moral sind wir so gut. Wir wissen, was moralisch richtig ist. Wir wissen auch, was biblisch richtig ist. Wir hätten gerne so neben der Bibel noch so ein kleines Regelbuch. Wir Deutschen stehen da ultra drauf. In der Schweiz ist es vielleicht ähnlich. Und wie praktisch wäre das, wenn wir als Christen so ein kleines Büchlein hätten, wo alle Regeln so ganz praktisch drinstehen, oder? So, wenn ich mich daran halte, dann bin ich richtig, dann bin ich safe. Dann weiß ich, okay, dann komme ich in den Himmel, dann kriege ich vielleicht auch eine gewisse, dann ist Gott mit mir zufrieden. Dieses kleine Regelbuch, ich bin safe, ich bin gerettet, so eine Information, wie bin ich richtig? Eine Information, wie verhalte ich mich richtig, wie glaube ich richtig? Und klar, die ganze Sache mit Gnade und so verstehen wir auch. Und als wir zum Glauben kamen, sagen die Leute immer so, ja, Gott liebt dich bedingungslos. Aber komischerweise geht es uns manchmal so, dass ab dem Zeitpunkt, wo wir mit Jesus unterwegs sind, denken wir so, okay, Gott hat mich bedingungslos geliebt, so jetzt bin ich bei ihm, jetzt brauche ich dieses Regelbuch. Dieses Gesetz. Und da ihr wunderbare Theologen hier habt ihr viel schon vom Neuen Bund und alles wahrscheinlich gehört, möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber dieses Gesetz, dann hörst du noch von Gnade und dann, je nachdem, was du glaubst, denkst du, okay, Gnade, Gesetz, habe ich alles schon gehört. Aber lasst uns doch mal reinschauen, was sagt die Bibel zu dem Thema. Und da möchte ich euch Johannes 1,17 mal gemeinsam lesen, was dort steht. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus in die Welt. Und mag sein, dass die Information, die ich jetzt in der Predigt an dich rüberbringe, dass sie für dich jetzt nicht weltbewegend neu ist. Und du denkst so, okay, wow, da sind jetzt nicht Mordsinformationen, gute Nuggets, die ich rausziehen kann. Aber ich möchte so ein bisschen deine Perspektive auf das richten, was in diesem Vers hier beschrieben ist. Nämlich das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Das ist irgendwas, da geht es um eine Sache. Gnade und Wahrheit kamen in Christus. Wisst ihr, wir stehen so sehr auf Informationen, wir stehen so sehr auf Regeln, aber um was es eigentlich geht, ist eine Person.
Es geht weniger um die Information als um die Person. Weil mit einer Person trete ich in Beziehung. Eine Information gibt mir nur das, was ich wissen muss, was ich wissen sollte. Wie komisch wäre das, wenn ich ein Buch über meine Frau bekommen hätte, wo alles explizit drinsteht und ich würde alles exquisit einhalten. Wäre jetzt nicht so eine Bombenehe. So, nein, ich bin mit meiner Frau in Beziehung getreten. Ich lebe eine Beziehung mit ihr. Und genau darum geht es eigentlich im Kern, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Nicht so sehr, so mache ich alles richtig, habe ich die Information, sondern ich trete in eine Person mit diesem Gott, der Mensch geworden ist, der auf die Erde kam, und ich trete mit ihm in Beziehung. Weil falls du es bis jetzt noch nicht gemerkt hast, eine Regel kann dich nicht retten. Ihr habt ja auch hier wunderbare Schwimmbäder in der Schweiz. Stell dir vor, du bist am Ertrinken. Eine Schwimmregel zieht dich nicht aus dem Becken. Eine Schwimmregel kann dich nicht vor dem Ertrinken retten, sondern es braucht eine Person, die reinspringt und dich rauszieht. Und was im Natürlichen, du sagst, ja, okay, natürlich. Übertragen auf unseren Glauben, drehen wir das manchmal um und sagen, Moment, die Information ist das, was mich rettet. Ich muss nur wissen, um was es geht. Ich muss nur das Richtige ergreifen. Ich muss nur das Richtige verstanden haben, dann bin ich errettet. Nein, die Person Jesus rettet mich. Er ist der reinspringt und mich rettet. Wisst ihr, als ich war 20 Jahre vor Pastor sein, war ich in der Wirtschaft und ich kann mich noch an den Moment erinnern. Ich habe mich mit 8 Jahren für Jesus entschieden und war lange Jahre dann so unterwegs, wie man sich als Christ vielleicht nicht so gut wünscht. Ich war so weit weg von Gott und ich kann mich noch an diese Geschäftsfahrt erinnern nach Passau, wo ich in einem Hörbuch, wo jemand sagt, weißt du, wenn du am Ertrinken bist, und so habe ich mich gefühlt, da brauchst du nicht jemand, der dir die Schwimmregeln erklärt, sondern du brauchst jemand, der reinspringt und dich rauszieht. Und ich fange an, so dermaßen zu heulen. Und ich sage gern, das war ein Moment, wo Gott mich wie nochmal gerettet hat. Weil ich gemerkt habe, ich brauche diesen Jesus. Und ich hatte davor schon gepredigt, ich war lange Christ, aber in dem Moment habe ich irgendwie das Gefühl gehabt oder das Empfinden, jetzt langsam ergreife ich mal langsam, was es heißt, dass Jesus mich rettet. Und ich habe gesagt, Herr, ich brauche einen Retter. Ich brauche einen Retter. Die Information ist nicht das, was dich rauszieht. Und wisst ihr, man weiß ja nie, ist so eine schwerwiegende und blöde Angelegenheit, weil es wie innerlich ein Gesetz ist. Innerlich, das ist so fest verankert in uns. Und wir brauchen Rettung von dieser Regel in uns. Wir brauchen wirklich Rettung von diesem innerlichen Gesetzbuch, von dieser Schwimmregel, die uns innerlich festhält. Weil, sind wir ehrlich, das ist schon eine Weile in uns Menschen drin. Ich möchte nur kurz einen Ausblick geben, möchte ich nicht zu tief rein. Lest es gerne mal im 1. Buch Mose nach. Selbst im Garten Eden, wo alles perfekt war, Adam und Eva waren dort. Was war der Kern eigentlich von dieser Sünde? Ich will es richtig machen. Der Baum von Erkenntnis von Gut und Böse. Es war schon immer da. Und an sich, weil das Paradies perfekt war, war die Erkenntnis von Gut und Böse richtig an diesem Ort. Aber Gott wollte nie, dass wir uns daran ernähren. Könnte es sein, dass das, was im Garten Eden für Adam und Eva galt, es nicht von Gut und Böse, von der Erkenntnis, von dem Wissen, von dieser Information richtig, falsch, dass es für uns heute auch noch gilt? Dass Gott um was anderes geht als richtig und falsch, sondern mehr um den Baum des Lebens. Dass wir uns dort dran erinnern. Seid ihr mit mir? Das Gesetz sagt uns immer, rette dich selber. Ich sag dir, wie es geht, kümmere dich drum. Die Versuchung war, wisst ihr, Gott meint es eigentlich nicht so gut mit euch im Garten Eden. Kümmere dich selbst drum. Kümmere dich selbst drum. Kennst du dieses Gefühl innerlich, wo der sagt so, man weiß ja nie. So, ich weiß ja nicht, ob der Pastor immer alles richtig sagt. Ich weiß ja nicht, ob ich die Bibel richtig, deswegen kann ich auch nicht so direkt annehmen, dass Jesus mich rettet, sondern im Zweifel muss ich mich selber drum kümmern.
im Zweifel gucke ich lieber nach mir, dass ich richtig bin mit Gott. Im Zweifel gucke ich lieber, dass ich schaue, richtig mit Gott zu sein. Und im Grunde genommen heißt es, ich möchte mich eigentlich selber retten. Und davon brauchen wir Rettung. Von diesem innerlichen Getriebensein. Und ich unterstelle euch jetzt mal was, wenn du mit Gott schon länger unterwegs bist, in die Church gehst, kannst du wahrscheinlich wiederholen, Jesus ist für mich gestorben, er ist mein Retter und irgendwie hat er mich auch befreit. So, aber kannst du greifen, wovon er uns eigentlich befreit hat? Und auch da haben wir als Christen immer super Regeln und Antworten. Ja, von unserer Sünde. Im Explore mache ich mir immer ein bisschen Spaß. Wenn Christen da sind, die schon länger da sind, sage ich, erklär doch mal ganz einfach, wofür ist Jesus gestorben? Ja, für unsere Sünden. Wenn du das jemand erklärst, der nicht mit Jesus oder nicht keinen Church-Kontext hat, so, ja, was ist denn das? So. Wir haben, die Begrifflichkeiten haben wir so gut drauf, aber was bedeutet es? Wovon hat uns eigentlich Jesus befreit? Von Umständen? Meine Umstände sind manchmal noch da. Hat er mich von irgendwas oder von irgendwem? Oder hat er mich aus irgendeiner Religion befreit und eine neue gegeben? Und in dem zweiten Teil von der Message würde ich gerne dort reingehen, wie können wir uns von Jesus retten lassen? Wie werden wir von diesem Man weiß ja nie los? Wie werden wir von diesem innerlichen Regelbuch los? Und ich hoffe so sehr, dass der Heilige Geist meine Worte irgendwie benutzt, um in dein Herz zu sprechen, dass du es nicht hörst von, okay, jetzt schreibe ich mir wieder auf, was muss ich machen, damit ich gerettet werde. Weil es ist so ein schmaler Grat zwischen, ich muss machen, damit ich gerettet werde und ich lasse mich retten. Jeder Rettungsschwimmer weiß, du kannst eine Person aus dem Wasser erst retten, wenn die komplett aufgibt. Solange sie noch selber versucht, sich selber zu retten, noch so ein bisschen mitzuhelfen, dass der Rettungsschwimmer es nicht so schwer hat, geht die Sache schief. Und in erster Linie predige ich immer zu mir selber. Weil ich möchte lernen, ich möchte mehr lernen, was es heißt, mich retten zu lassen. Mich immer wieder retten zu lassen. Wie kann ich mich retten lassen und nicht eine Information zu ergreifen, wie rette ich mich selber? Und das Fundament eins der Fundamente, glaube ich, steht in Galater 2,20. Ich möchte euch vorlesen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Was steht da eigentlich? Im Kern steht dort eigentlich, Jesus hat mich befreit von mir selbst. Nicht von irgendwas anderem, sondern von dem, was in mir drin steht, von diesem Wunsch, von diesem Drang, von diesem, man weiß ja nie, von diesem Regelbuch, von dem. Und wisst ihr, das ist keine wunderbare Theorie. Ich unterstelle euch wieder, dass die meisten Christen das hier oben wiedergeben können und sagen, ja, Jesus ist für mich gestorben, Jesus hat mich befreit. Und es ist so ein Wissen geworden, dass wir es wiedergeben können, aber ich wünsche mir, dass es zu einer Wahrheit, zu einer Realität heute Morgen für uns alle wird. Und ich würde dort gern kurz reinbeten und sagen, Heiliger Geist, dass du diese Wahrheit, die wir im Kopf so oft wissen, die wir im Kopf verstanden haben, dass es eine erlebbare Realität wird und dass du die Gnade schenkst, dass wir es greifen können, alle zusammen hier, was es heißt, uns von dir retten zu lassen und dass wir gestorben sind, dass du uns befreit hast von uns selber. Weil wisst ihr, ich wünsche mir nicht, dass es eine Theorie bleibt. Ich wünsche mir, dass es eine erlebbare Realität wird. So, und jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, als Christ ist manchmal Wort Gottes und deine erlebte Erfahrung Realität. Und vielleicht mag es nur bei mir so sein, ich rede ein bisschen sarkastisch, passt es nicht so ganz zusammen mit dem, was im Wort Gottes steht. Geht es irgendjemand auch so? Wort Gottes und deine Erfahrung. Und es ist ein tägliches Hin und Her von, Moment, in der Bibel steht, ich soll mich alle Zeit freuen. So,
Freue ich mich alle Zeit? Geben ist seliger als nehmen. Ja, Moment mal, aber wenn ich gebe, dann habe ich ja weniger. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und so wird euch alles andere zufallen. Ja, ich will ja schon so ein bisschen trachten und so. Ja, aber ich muss ja auch noch gucken, dass ich, ja, wo bleibe ich denn? Und wir stehen in diesem tagtäglichen Spannungsfeld zwischen Wort Gottes und meiner erlebten Erfahrung. Und je länger du mit Gott unterwegs bist, je länger du in die Church gehst, je länger du diese Erfahrung machst, je mehr passt du, das ist meine Beobachtung, Wort Gottes an deine Realität an. Passt du Wort Gottes an deine Erfahrung an? Sag, ja, man kann das nicht so. Wahrscheinlich meint die Bibel das ein bisschen anders, weil ich erlebe es ja nicht. Und die Frage ist doch, wie passt es zusammen? Und das allererste ist, du musst eine Entscheidung treffen. Moment, ich korrigiere mich. Das musst du nicht. Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen und das ist eine Entscheidung, die ich jeden Tag erneuere, dass meine höchste Instanz Wort Gottes ist. Und überall dort, wo meine Erfahrung nicht zum Wort Gottes passt, habe ich mich entschieden und entscheide mich jeden Tag neu, dass Wort Gottes die Wahrheit ist. Dass das gilt. So. Und ich irgendwie schauen möchte, so wie passt es jetzt zusammen? So, wie kannst du, und ich möchte euch ein paar so Sachen an die Hand geben, wie du mehr lernen kannst, diese Person Jesus Christus kennen. Wie du mehr lernen kannst, dass Wort Gottes in deinem Leben lebendig wird. Das erste ist, füll deine Gedanken mit Realitäten des Himmels. Man weiß ja nie, ist keine Realität des Himmels. Man weiß ja nie, ist eine Erfahrung. So, deine Erfahrung sagt, man weiß ja nie. So, der Himmel sagt, so sieht meine Realität aus. Trachtet nach meinem Reich. Du bist gestorben mit Christus. Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann hat er dich errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. So, das ist Realität. Spüre ich das immer? Nö. Man weiß ja nie. So, wenn ich anfange, meine Gedanken mit den Realitäten des Himmels zu, wie mache ich das ganz praktisch? Indem ich Wort Gottes lese. Ich muss ja erstmal wissen, was da drin steht. So, indem ich es lese, fängt an, das, wovon Matthias vorgeredet hat, Gottes Wort hat Kraft. Das wissen wir alle. Ja, Gottes Wort hat Kraft. So erlebe ich die immer, nö. Und dann sagst du, ja, okay, Stefan, ich schlage die Bibel auf, ich lese die Bibel, oh, ich merke da gar keine Kraft. Ja, dann stimmt es ja nicht. Und dann lesen wir so Sachen wie im Kolosser zum Beispiel, da steht, wenn ihr nun mit Christus zu neuem Leben auferweckt worden seid, konzentriert eure Gedanken auf ihn, sind auf das, was droben ist. Moment, da steht, wenn ihr nun mit Christus, oder da heißt in einer anderen Übersetzung, mit Christus auferweckt worden seid. Hast du dich für Jesus entschieden? Wenn ja, dann gilt diese Realität für dich. Du bist mit ihm auferweckt. Es ist ein Fakt, es ist ein geistlicher Fakt. Und Paulus schickt es als ersten Satz rein, da sagt, das ist die Grundlage. So, und weil es so ist, deswegen konzentriert euch auf das, was oben ist. Fokussiert dich drauf, schau, was dort drin ist. Und ich möchte es mal in einer anderen Übersetzung euch sehen. Und jetzt, Matthias, bitte werdet jetzt nicht nervös, weil es aus der Passion ist. Passion ist eine englische Übersetzung. Die meisten sagen, es ist keine wörtliche Übersetzung, eher eine Übertragung. Und ich möchte jetzt nicht dir raten, diese Bibel dir zu besorgen, um dich komplett daraus zu ernähren. Also es ist wirklich an manchen Punkten, aber ich nehme sie manchmal gerne hinzu, zusätzlich, weil sie manchmal Dinge umschreibt, dass ich sie besser greifen kann. Also es ist keine Studienbibel, das möchte ich vorausschicken, aber es hilft mir manchmal, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen, was sie sagt. Und dort steht, yes, feast all your treasures on the heavenly realm and fill your thoughts with heavenly realities and not with distractions of the natural realm. Also das heißt, füll deine Gedanken mit den Realitäten des Himmels. So, damit ich das machen kann, muss ich erstmal wissen, was da steht eigentlich. Was passiert eigentlich im Himmel? Was läuft da ab? So, wie kriege ich das raus? Wort Gottes. So, wie kann ich meine Gedanken füllen mit den Realitäten des Himmels? Wort Gottes. Ganz praktisch, fang an, Bibel zu lesen. Wow, Surprise. Hast du noch nie gehört, ne? So, aber wenn Leute sagen, lies die Bibel,
dann meinen die meistens damit, lies deine Bibel. Also ich wiederhole es nochmal. Wenn jemand dir empfiehlt, die Leute fragen immer, muss ich als Christ Bibel lesen? Dann sage ich, nö. Ja, wie? Schock. Ich sage, ja, Gott weiß ja, was drinsteht. Aber wenn du rausfinden willst, was Gott über dich denkt, wenn du rausfinden möchtest, was geistliche Realität ist, dann würde ich es dir empfehlen. Und plötzlich liest du die Bibel ganz anders. Und das Zweite ist, füll deine Gedanken mit diesen himmlischen Realitäten. Und das Zweite, stelle ich jetzt mal eine Behauptung auf, je mehr du Christus erkennst, je mehr du die Person, ihn kennenlernst, desto mehr merkst du eigentlich, was in dir drin ist. Je mehr wirst du von diesem, man weiß ja nie, frei. Dort steht in der Passion, and as Christ himself is seen for who he really is, who you really are will also be revealed for you and now one with him in his glory. Also da steht, je mehr du Christus als ihn selber siehst, desto mehr wirst du sehen, wer du wirklich bist. Wir leben so oft in so einem verzerrten Eigenbild. Wir haben eine Außenwahrnehmung, wir haben unsere eigene Wahrnehmung, wir kriegen ständig Feedback und wir wissen eigentlich gar nicht, ja, wer bin ich eigentlich? Und irgendwie findest du für dich irgendwann mal raus, so bin ich, das ist mein Charakter und dann gibt es ja ganz viele Charaktertests und so. Aber letztendlich auch hier wieder dieses, ja, man weiß ja nie. So, ist es wirklich so? Aber ich möchte dir sagen, je mehr du Jesus anschaust, je mehr du deine Gedanken füllst mit den himmlischen Realitäten, je mehr du ihn als Person kennenlernst, und zwar ihn, wer er wirklich ist. Nicht unser Lieblings-Jesus, nicht nur den wir gerne in die Tasche stecken und sagen so, oh, okay, on Sunday habe ich dich dabei, sondern je mehr wir ihn entdecken, desto mehr merken wir eigentlich, wer wir sind. Je mehr wird dieses, man weiß ja nie, ruhiger. Und ich möchte euch kurz was aufmalen. Eigentlich ist es aus der Verhaltensforschung, aus der Psychologie, aber ich liebe es so sehr, wenn die weltlichen Dinge rausfinden, was biblische Wahrheiten sind. Und erlaubt mir das, dass ich das Schaubild nutze, weil mir hilft es manchmal, es von einer anderen Perspektive beleuchtet zu bekommen, um geistliche Realitäten besser zu verstehen. Und zwar, wir doktern dieses, man weiß ja nie, ist so unser Verhalten. So. Und dann hören wir so sehr, änder dein Verhalten, dann wirst du richtig mit Gott. Weil dann kommen die richtigen Ergebnisse raus. Dann wirst du, wenn du dich richtig verhältst, dann wirst du richtig mit Gott. Wenn du genug Bibel liest, wenn du genug betest, so, und dann haben wir unser innerliches Regelbuch. Wenn wir uns richtig verhalten, ja, dann kommen die richtigen Ergebnisse raus, oder? Und wir merken eigentlich gar nicht, dass hier innen drin in uns ist unsere Identität. Unsere Identity. Und wir versuchen, durch unser Verhalten unsere Identität zu ändern. Man nennt es so es kommt von außen, ich ändere mein Verhalten, ich schaue auf die Ergebnisse, ich setze mir ein gutes Ziel und dann ändere ich mein Inneres, wer ich bin, da bin ich richtig mit Gott. Man nennt es ergebnisorientiert. Ergebnisorientiertes Verhalten. Ich orientiere mich am Verhalten, an den Ergebnissen, um mich zu verbessern. So sind wir aufgewachsen. Tu das Richtige, dann wirst du das. Verhalte dich im Job richtig, dann wirst du erfolgreich. So, und jetzt kommt die Bibel und selbst die Verhaltensforschung, wie gesagt, hat es rausgefunden und sagt, es ist unser Verhalten, also man nennt es die Schichten der Verhaltensveränderung, muss identitätsbasiert geschehen. So, Moment mal, wir haben doch vorgelesen, wenn ich Christus anschaue, weiß ich besser, who I really are. Das heißt, ich muss erstmal checken, wer bin ich eigentlich? Und zwar nicht, wer bin ich, Stefan, als Ehemann, sondern das, was wir in christlichen Kreisen so Kind Gottes nennen. Ein kleiner Christus oder wie auch immer, nenn's wie du es willst. Was heißt es denn? Wer bin ich wirklich in Gott? Wir lesen im Kolosser 3,3, dass unser Leben verborgen mit Christus in Gott ist. Das ist unsere Idee, das ist
This is who you really are. Und wenn wir immer von der Seite kommen und sagen, ich ändere mein Verhalten, ich will die Ergebnisse, ich ändere mein Wissen, und wenn ich genug weiß und wenn ich genug Bibel gelesen habe und wenn ich genug gebetet habe und wenn ich mich richtig verhalte, ja, dann werde ich wahrscheinlich in den Himmel schlittern. Ja, dann werde ich ein guter Christ. Dann werde ich ein guter Vater. Aber im Reich Gottes funktioniert es anders. Fang an, Jesus anzuschauen, dann wirst du dich besser kennen. Wer er ist, wer du in Christus in uns, ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und dann, wenn wir hier gesunden, wenn wir frei werden von diesem Regelbuch, von diesem Gesetz, von all dem, dann kommt das hinterher. Ich sage nicht, dein Verhalten ist egal. Ich sage nicht, Gesetz und so. Aber wenn wir mit Gesetz kommen, um uns zu verändern, wird es immer scheitern. Kleines Side-Nugget, deswegen kam Jesus. Das Gesetz war nie dazu da, um es richtig einzuhalten, damit wir gut werden. Das Gesetz war dazu da, um zu erkennen, ich werde es niemals schaffen. Dein Mein weiß ja nie, wird dich nie retten. Die Person Jesus wird dich retten. Und er zeigt dir, wer du wirklich bist. Der Heilige Geist, wir brauchen ihn. Der zeigt uns diesen Christus. Er zeigt uns, wer er wirklich ist, durch das Evangelium von Jesus Christus. Es hat die Kraft, dich zu retten, mich zu retten, andere zu retten. Und ich möchte jetzt, und damit möchte ich schließen, eine ganz praktische Anwendung noch uns geben. Weil wir sind gewohnt, auch je nachdem, wie du aufgewachsen bist, wie du ausgebildet bist. Mir geht es so, oft verstehe ich mich nicht. Also oft genug verstehen die anderen mich auch nicht. Aber mir geht es schon oft so, dass ich mich selber nicht verstehe. Ich habe irgendwie ein Problem, ich suche nach einer Lösung und dann fange ich an, mich zu analysieren. Ja, warum ist es jetzt so? Warum habe ich gerade Probleme? Und warum bin ich gerade in Sünde gefallen? Warum habe ich gerade versagt? Warum habe ich gerade keine Lust? Warum spüre ich? Warum? Und weil ich ja geprägt bin durch das, man weiß ja nie, versuche ich alles Mögliche zu machen, um möglichst viel abzudecken. Aber ich möchte sagen, wenn du an diesem Punkt bist, hör auf, dich selber zu analysieren. Hör auf, an deinem Verhalten rumzudoktern. Sondern schau auf den, der dich rettet. Fang an, wegzuschauen von dir selber und Jesus anzuschauen. So, wie können wir das machen? In seinem Wort. Er ist das fleischgewordene Wort. In seinem Wort kann ich ihn betrachten. Und je klarer du ihn siehst, je klarer wird es. Je klarer du ihn anschaust, sagst, wow, wer ist? Je klarer siehst du. Und je klarer ihn du siehst, desto kleiner wird dein Mein weiß ja nie. Weil dann geht es nicht mehr darum, das Regelbuch abzuhaken. Dann geht es nicht mehr darum, auf alle Optionen vorbereitet zu sein. Sondern geht es dir so, du brauchst nicht mehr alles Mögliche einpacken. Ich brauche keine Wechselklamotten. Weil ich weiß, hier im ICF Basel bin ich ein Stück weit zu Hause. Und ich kenne jemand, der hier Hausherr ist. Und im Zweifel, wenn meine Klamotten so zersaut sind, wird er mich schützen, er wird mir vielleicht was Neues geben. Und ich muss mich nicht mehr vorsorgen. Und je mehr wir Christus erleben und ihn kennen, desto mehr wird dieses Man weiß ja nie kleiner. Und wenn du magst, steh doch gerne mal auf mit mir am Ende. Ich sage im ICF Freiburg immer, das Aufstehen ist nicht, weil es heiliger ist. Es hilft nochmal, das Gehirn durchzubluten, Kreislauf in Schwung zu bringen, nochmal uns zu fokussieren. Und egal, ob du schon lange in die Church gehst, egal, ob du dich schon lange Christ nennst, egal, wie dein Leben aussieht oder ob du das erste Mal da bist, auch im Livestream vielleicht das erste Mal da bist oder noch nicht genau sicher weißt, so, okay, wie kann das Ganze in meinem Leben jetzt passieren? Weil kleine Erinnerung, es geht nicht um das Regelbuch, es geht um eine Beziehung mit einer Person. Und in der Beziehung mit einer Person trittst du durch eine Entscheidung. Ich bin nicht so, oh, plötzlich war ich mit meiner Frau verheiratet. Keine Ahnung, wie das passiert ist. So, ich brauche es nicht weiter ausmalen hier. Ihr kriegt den Punkt. Ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt.
Das vor über 25 Jahren. Und genauso trittst du in eine Beziehung mit dieser Person Jesus. Indem er dich fragt, willst du mit mir in eine Beziehung treten? Und du kannst sagen, ja, ich will. Stellt euch mal vor, ich hätte meine Frau gefragt, willst du meine Frau werden? Und sie hätte nichts gesagt. Das ist ja kein Nein. Nein, es wäre auch eine Antwort gewesen. Deswegen, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich sie dir so gerne ans Herz legen, sie zu treffen. Und ich möchte ehrlich zu dir sein, es ist die wichtigste Entscheidung in unserem Leben, weil sie entscheidet über unsere Ewigkeit. Und ich möchte dir so gerne nahelegen, dass du diese Entscheidung sehr, sehr wohlbedacht triffst. Dass du dir wirklich überlegst, will ich diese Entscheidung treffen? Und ich mache jetzt was du vielleicht nicht gewohnt bist. Aber ich traue, wenn ich hier in den Raum gucke, ich sehe lauter erwachsene, mündige Menschen. Ich traue dir zu, auch dir, wenn du noch nicht erwachsen bist. Ich traue euch zu, dass ihr diese Entscheidung treffen könnt. Und ich traue euch zu, dass ihr das in eurem Herzen, in eurem Denken, in eurem Charakter oder was auch immer mittragt, euch überlegt, aber wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, dass du im Anschluss zum Gebetsteam kommst, zu einem Mitarbeiter oder zu irgendjemand hingehst und sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte ganz bewusst diese Entscheidung treffen. Und es werden ganz viele Leute da sein, die euch helfen. So, wie man das macht, was der nächste Step ist. Aber ich möchte nicht, dass du es aus einer Emotion raus triffst, sondern dass du sie dir gut überlegst, weil es ist die beste Entscheidung. Sie wird dein Leben auf den Kopf stellen. Weil du den triffst, der dich gemacht hat. Weil du dem begegnest, der von dir geträumt hat. Der, bevor diese ganze Erde hier gemacht hat, sich überlegt hat, dass er dich haben will. Und so wie wir es vorher von Melissa gehört haben, als sie dieser Person begegnet ist, weil sie die Entscheidung getroffen hat, Ja zu sagen, das hat ihr Leben verändert. Das wird dein Leben verändern für immer. Und ich möchte ganz speziell dafür beten, Jesus, dass du das tust, was nur du tun kannst, nämlich an unsere Herzen zu klopfen, um bei diesem guten Bild zu bleiben. Wie Melissa beschrieben hat, an diese Tür zu gehen und sagen, möchtest du in mein Leben oder erlaubst du mir, dass ich in dein Leben komme? Dann können wir die Tür aufmachen, das kannst du zu jeder Zeit machen. Und dann wird Jesus kommen. Das ist das, was er fest versprochen hat. Und er wird dich von diesem, man weiß ja nie, freimachen. Amen.